Die Grottebacher, die königlich-bayerisch Gießkann von Hans Glückstein. Schon jahrelang in Grottebach er Dasein tut genieße, Gießkann, wo vorm Postamt als die Blume muss begieße. Kein ordinäres Ding ist es, nee, grad wie Helm und Säbel, so ist die Gießkann meiner Seel königlich Stück Möbel. Und so erfüllt sie jahrelang ihren wässrig nasse Posten. Auf einmal, grad wie's Frühjahr kommt, da fängt sie an zu rosten. Und's dauert sicher gar nicht lang, man kann's im Voraus sagen, da tut der Rost mit Gefräßigkeit ein Loch ins Kennel nachen. Vom Postverwalter wird sie drum beguckt von alle Seiten. E neue Gießkann muss daher, schon in de nächste Zeiten. Er nimmt sich Tinte und Papier und ohne lang zu zaudern, schreibt er a Eingab seitenlang ans Hauptpostamt in Lautre. Kaum war a Vierteljahr vorbei, da kommt de Antwortschreiben. Man tät versuche, de Betrag in München einzutreiben. Na, denkt der Postverwalter da, die Geschichte die wird ja heiter, denn in der Zwischenzeit, der Rost frisst ganz gemütlich weiter. Und wieder dauert's wochenlang, der Sommer ist verflossen, bald wären jetzt zum letzten Mal die Blume draus gegossen. Da kommt im Herbst ein Schreiben an, dass bald ins Pelzerländl ein Revident von München käm, von wegen dem Rost am Kennel. Und richtig, im November schon, draus schneit's und friert's nicht sachte, da kommt jetzt so ein hoher Herr, die Gießkann zu betrachten. Er schwätze lang und breit, beguckt und gefühlt dann zum Exempel, ob wirklich das königliche Geschirr schon kehrt zum alten Krempel. Da konstatiert der hohe Herr, wie's war fast zu erwarten, dass jetzt kein Gießkann nötig wär im Winter für den Garten und dass er noch nicht drinnen tät, noch wasserdicht tät bleibe. Er soll im nächsten Frühjahr dann die Eingab noch mal schreiben. Der Staat misst sparen jederzeit, am meisten mit so Sachen. Vielleicht, dass, wann sie ganz kaputt, wer etwas draus machen. So is halt, bis zum Frühjahr dann ein Duplikat wird geschrieben, im bayerisch königliche Dienst, die Gießkann noch geblieben.